Okay, heute machen wir mal etwas ganz Komisches. Und zwar geht es um einen Quest, wo man in den Kopf vom Pelagius abtauchen. Das ist ein bisschen ein verrückter Mensch, oder ist es gewesen. Und es spielt in seiner Traumwelt. Also wir tauchen quasi in ihm seine Welt ab und lernen dann verschiedene Anteile von ihm kennen. Also ihr merkt es, extrem Strub. Und dann müssen wir irgendwie gegen die kämpfen oder die ins Gleichgewicht bringen. Also einfach strange. Wir schauen da mal rein. Jarl wird euch strafen. Im Namen des Jarl. Keine Bewegung. Fuß! Der ist tot. Tane Brieling, zu euren Diensten. Was? Besser andere als ich. Ich habe immer... Viele verdammen die Sturmmäntel, ich jedoch nicht. Es ist ehrenhaft, für das zu kämpfen, woran man glaubt. Das stimmt. Aber für das muss kein Sturmmantel sein. Fuß! Ja. Da bist du. Hui. Bitte, hab Mitleid mit einem alten Verrückten. Mein Meister hat mich verlassen, hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Ach, ihr versteht es einfach nicht. Ohne ihn wäre ich nicht frei. Ohne ihn bin ich dem Untergang geweiht. Sein ganzes Reich wird im Chaos versinken. Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Im Hintergrund ist Lydia auch Schlägerin. Gut, das machen wir. Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Lydia, wo bist du? Genug! Du hast angefangen. Oh. Ich habe nicht, er hat auch. Die sind alle etwa gleich ausgerüstet. So, weiter geht's.
Ah, ich habe ja eigentlich noch die neue Ausrüstung anlegen. Der braucht es nicht. Der eigentlich auch nicht. Oh, schön. Da sehen wir dann komplett anders aus. Die ist noch schöner. Nein, 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 nein. Nein, 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 die brauchen wir. Die brauchen wir. Genau die. 1600 wert. Wahnsinn. Ist fast schade zum Tragen. Neue Handschuhe. Da können die anderen auch weg. Und der kann auch weg. Und der kann auch weg. Gut. Da auch. Tschüss. Ja, jetzt sehen wir gefährlich aus. Super Sache. Speichern. Komplett neuer Look. Lydia, kennst du mich noch? Ich bin's. So. Und du bist? Ihr braucht etwas? Niemals. Dort ist es gefährlich. Und Falk mag es nicht einmal, wenn ich und Erdi jedes Jahr hineingehen, um die Spinnen zu beseitigen. Ich will dort rein. Unbedingt. Wenn ihr wirklich wollt, nehmt euch nur vor dem Geist in Acht. Er hat sich mal an mich herangeschlichen und mich zu Tode erschreckt. Das steckte mir noch die ganze Woche in den Knochen. Ihr könnt mich später im Blauen Palast treffen, falls ihr euch nochmal unterhalten wollt. Mhm. Vielleicht. Gut, let's go. Kann sein, dass wir ein bisschen langsamer laufen? Wegen der neuen Rüstung. Ich will irgendetwas. Ich will meinen Bogen präparieren. Oh, starkes Gift der Furcht. Nein, schwaches Gift des langen Leidens. Ja. Oh, hallo. Ich räume gerade etwas auf. Wir haben jetzt gerade beklaut. Ich hoffe, es ist okay. So. Ha. Jemand muss mir helfen. Bitte, jemand muss etwas übernehmen. Moment. Nicht so schnell, nicht so schnell. Nein, nicht das Stahlschwert. Das da. Ich mache mich aus dem Staub. Was macht ihr denn da? Hilfe! Hilf mir doch jemand!
Der schreit ein bisschen im Kanon. Lasst mich. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Welch Verschwendung. Woher auch immer, ich habe den Schlüssel. Psst. Lieslig, Lydia. Was? Ihr solltet mal putzen da rein, ganz ehrlich. Ist ja eklig. Hat schon lange niemand mehr abgestaubt da rein. Habe ich da jetzt richtig gesehen? Was ist das? Noch etwas Tee, mein lieber Pelly? Hä? Ach nein, wirklich nicht. Es ist an mir vorbeigegangen. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber, krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen, singen, lächeln, alt werden. Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Wie unhöflich ist, sich zu fein einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Wir sind in die Vergangenheit gereist. Wirklich? Was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und heraus damit, Sterblicher. Ich habe keine Ewigkeitszeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Ah, der Schenkelklopfer. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ach, wirklich? Von wem? Moment, sagt nichts. Ich will es erraten. Das ist der Meister. Es Molak? Nein, der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandos? Oder war es, ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passwall? Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Also Aber komm, zur geh Sache. mal. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Mit dem Verrückten. Lügen wir noch ein bisschen an. Oh, bitte, verzeiht. Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen, es ist nur... Mir ist auf einmal so abgrundtief langweilig. Also nun mal im Ernst. Ihr steht vor Sheogorath, höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Und euch fällt nichts Besseres ein, als eine Botschaft zu überbringen? Schwach. Das ist doch die eigentliche Frage, nicht?
Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig, ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Jetzt bin ich Ihr gespannt. müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Ha! Ich liebe es, wenn Sterbliche wissen, dass sie manipuliert werden. Das macht alles gleich viel interessanter. Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius III. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher, kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit dem Wabajak? Na? Das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Was ist da? Was ist ein Wabajak? Ich kann meine Objekte nicht öffnen. Oh, okay. Da heißt ja auch Ihr eine wandelt Karte. nun auf dem Pfad der Träume. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren, aber hartnäckig. Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten, Pumpernickel. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Selbst. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender, aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Ich hoffe, wir sind auch verwirrt. Ihr scheint da ein kleines Problem zu haben. Oder gar ein großes. Vielleicht sollten wir die ganze Sache erst etwas verkleinern. Also die sind jetzt im Gleichgewicht, die sind gleich groß. Oder verstehe ich etwas falsch? You don't know what you're talking about, do you? Los geht's! Wunderbar, Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Ich hoffe, wir sind auch verwirrt. Pelagius? Habt ihr was zu sagen? Nö. Aber dir scheint es wieder besser zu gehen. Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand.
Wie man auf so Ideen kommt. Der will schlafen. Geh, Mogli. Und darum. Nein, ich habe lieber ein bisschen vor dir hin, gell? Ja. Gell? Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius' Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Baba-Jag, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Power nap. Hmm. 75 years later. Thousand years later. Aha, ich dachte schon, ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung litt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Ah, Jesus. Ja gut. Und jetzt? Hoi.
Na, wenn das mal keine gute Nachricht ist, Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Juhui. Hä? Oi. Mogli? Oi du. Oi du. Ist gut Fusi. Ja. Ja. Sitz. Du sitze. Den halt nicht. Hockli vor die Kamera, das ist gut. Machst du gut. Jo. Das ist jetzt mega strange Ich gewesen. muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut. Ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt gehen. Juhui, und du kommst bin mit? natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht. Jetzt. Schade. In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Ah, ist es euer erstes Mal? Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren? Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod. Ganz recht, der Tod geächtet. Okay. Pelagius Septim III., einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel, heute so langweilig vernünftig. Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. Versuch es wert gewesen. Dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbrocken kann, einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung? Ja. Bad? Ja. Gepäck? Gepäck. Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen? Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Bedeutet Schön. das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, schön. genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabajak könnt ihr gern behalten, als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf Ich euch sitz auf, immer so ja? an. Und Immer. solltet ihr jemals in Neuscheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Jawohl, da werde ich mit Tschüsschen. Sicherheit nicht machen. Schöne. Ciao. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Maximal verwirrt. Sind aber so lang. Hä? Oder? Entscheiden wir das nächste Mal.